Gut Morgen, gut Abend, gut Jahr, teure Zuhörers, was hört man? Was lernt man? Ja, in einem Episode heint wollen wir hören wegen ein paar jüdische Bücher, aber nicht von Sholem Aleichem oder Peretzen oder Molodowskin. Unser Gast Mina Lifsche wird reden wegen 3 Bücher, was seien voll mit Aventure, Fantasie und Piraten. Und ich will reden wegen einem mysteriösen Mensch, sehr eine wichtige Figur von der Arbeitergeschichte. Aber jetzt lassen wir hören von unserem Gast. Sholem Aleichem. Ich heiss Mina Lifsche Vishvanat. Ich red Jiddisch von daheim. Ich bin aufgewachsen, redendig Jiddisch mit der Mammen, mit meiner Brüder Schwester und mit der breiter Mischpuche. Jetzt rede ich Jiddisch mit meinem Mann und meine 2 Kinder. Ich red a Dialekt, wo es ist a Gemisch von Ukrainisch und Rumänisch-Jiddisch. Ich will euch erzählen, wegen etliche von meinen beliebten Bücher. Ich hab stark lieb zu lernen. Auf Englisch schling ich Bücher, aber auf Jiddisch ist mir schwerer zu lernen, ich. Aber dafür weiß ich, als es sehr wichtig zu lernen, was mehr auf Jiddisch, kedei sie sollen werden leichter. Ich hab sehr lieb zu lernen Bücher, was sind pushet verweilerisch. Auf Englisch lerne ich Fantasies, Faktasies, Detektivromanen in azoi weiter. Auf Jiddisch ist nicht so leicht zu gewinnen als solche Bücher. Will ich euch erzählen, wegen etliche solche Bücher, was ich hab gelernt, in stark Hanua gehad von sie. Das erste Buch hab ich gelernt, wenn ich bin gewesen a Zehnerling. Es heißt Der Zeichen von Nekumme von Shloime ben Yisroel, geschrieben in 1961. Es ist ein Detektivroman wegen a Serie Morden in Deutschland nach der Zweiten Weltmilchumme. Und es ist viel mit Aventure, Spannung in Nazis. Das zweite Buch habe ich nicht gelernt, bis ich bin gewesen ad Erwachsene. Es heißt Auf jener Saat Sambation von Leser Borodulin, geschrieben in 1929. De Meise beschreibt a Journalist, wo's beschließt zu gehen aussichen de Reute Jidelach, die Upstammiker von die 10 Schwutten, wo's wohnen auf jener Saat Sambatien, laut der jüdischer Tradition. Gefindt sie Tage, und se lässt sich aus, als sie seien technologisch sehr avanciert und wohnen in an Utopie. Das Buch beschreibt sehr Technologie, was ist in gewisse Eufanem sehr ähnlich zu unserer Welt, kemot 100 Jahre später. In auf andere Eufanem klingt sehr österlich. Es ist allemal interessant zu lernen Faktasie von dem Unheib 20. Jahrhundert und sehen, wie sie haben gemeint, als die Zukunft wird aussehen. Das dritte Buch habe ich letztens vorgelehnt meine Kinder. Es heißt A modne Mädel von Brooklyn von David Rodin, geschrieben
in 1973. Sis a kürzer Roman, knappe 100 Seitlich, aber in ganzen passig für Kinder. Sis an Aventure, in Fantasieroman, wegen a Mädel, was hat stark lieb zu lehnen, und wird so vertieft in ihr Büchel, als sie wird a Teil von der Meise. Die Meise hat verchappte Kinder, Piraten, Ameride, Machschäfes, sehr a spannende Meise. Sehr hanuedig für Kinder, aber echt für jede Studenten. Die 3 Bücher sind nicht pushet zu lernen. Sie sind nicht gemacht für Unhebers, nur Bücher mittlere oder avancierte Studenten. Aber für die, was willen sich wegsetzen mit a Wörterbuch, in a durcharbeiten a Roman, wollen die Bücher auch heranziehen und ihr wird wollen lernen weiter und weiter. Die alle Bücher kann man lernen im Sist auf dem Webseite von dem Jüdischen Büchercenter. Und jetzt ein bisschen wegen sehr wichtiger Figur von Geschichte. Der Mensch ist gewesen eine große Macher in die professionellen Vereinen, die Unions. Hört sich zu. Könnt ihr treffen, wer der Mensch ist? Der mysteriöse Mensch ist geboren geworden in einer Stadt in Kongress Polen in 1882, nicht weit von Chelm. Sie ist gewesen ein Mädel, aber Tata Mama haben ihr geschickt in Cheder und nachdem in eine russische Schule in Chelm. Die Mischpache hat emigriert in New York in 1890. Mit 2 Jahren später ist der Tate gestorben und die Mischpache ist gewesen sehr arm. Unser mysteriöser Mensch hat gedarft verlassen die Schule in 6. Klasse. Sie ist gewesen nur 13 Jahre alt. Sie hat gearbeitet in einer Universalkram und nachdem ist sie rein in eine Hittelfabrik. Sie hat gesehen, wie schrecklich sie es gewesen für Mädchen und Frauen in die Fabriken und wie sie haben verdient eine Sache weniger wie Männer. In 1903 hat sie angehoben mit der Chavete zu organisieren die Frauen und hat gegründet die erste Frauenfiliale für eine Union. Unser Mensch ist gewesen sehr ein guter Redner und ist bald geworden bekannt in der Union-Bewegung. Sie hat gearbeitet sehr schwer in der Bekleidindustrie, was ist damals gewesen sehr gefährlich. Sie hat geholfen zu organisieren dem Revolt von 20.000 in 1909. Sie hat gekämpft für Frauenrecht und Arbeiterrecht bis die 40er Jahre. Unser Mensch hat gehabt sehr große Karriere für ein Mädel von der Städte Leben Chelm. Sie ist geworden ein Chavete von die Roosevelts und der Arbeiterminister von New York. Sie hat keinmal nicht Chassene gehabt, aber sie hat gehabt eine lange Beziehung mit Maud Schwarz, ein irlandischer Union-Arbeiter. Unser mysteriöser Mensch ist bekannt für die Wörter. Was die Frau, was Arbeit will, ist das Recht zu leben, nicht nur zu existieren.
Das Recht zu leben wie eine reiche Frau hat das Recht zu leben und Sohn und Musik und Kunst. Der Arbeiter darf Brot, aber sie muss haben Reusen euch. Wer hat das gesagt? Und der Episode ist aus. A großen Dank, meine Liebste. Es ist gewesen ein Vergnügen zu hören euer heimischen Jiddisch und zu der Wissen sich wegen die Bücher. Teure Zuhörer, bis wir treffen sich wieder, seid gesund und stark.